Guten Abend miteinander. Da ist Batz Musik heute mit einer ganz speziellen Sendung. Wir feiern nämlich die 250. Ausgabe von Batz Musik. Und für das sind wir unterwegs. Wir besuchen Leute und Klänge, die uns bei diesen vielen Batz Musik-Sendungen begleitet haben. Und zum Schluss von dieser Sendung erfülle wir dann auch noch persönlich einen grossen musikalischen Wunsch. Anfangen tun wir aber ganz in der Nähe, zu Tiefen im Appenzellerland. Danke vielmals Familie Neff, Kilian, Nino und Werner für die Musik direkt aus der Stube zu Tiefen. Ihr seid euch aber auch eine grosse Bühne gewöhnt, Stadt Landtalent, die ihr gewonnen habt vor 5 Jahren. Nino, weißt du dort mal alles passiert und weißt du, seit dort gegangen, seit dem grossen Erfolg? Ja, wo wir dort gewinnen haben, ist natürlich viel gelaufen. Wir haben weitere Auftritte in Anfrage genommen oder dürfen spielen gehen. Zum Beispiel eben 6 Leute, die sehr schön war. Grosses Fest und viele andere Auftritte, ja. Werner, wie war das für dich als Vater, wie man plötzlich Stars ist, national bekannt, ein Hype um die Familie war, die Medien haben etwas von euch wollen, viele Auftrittsanfragen. Wie bist du mit dem und ihr auch als Familie mit dem umgegangen? Ja, also wir haben es hier sicher genossen, wo wir den Gewinn machen konnten. Aber für uns ist es halt wirklich ein Hobby geblieben. Wir haben die Auftritte gemacht, die wir können. Nebst dort mal natürlich die Schule und unserem Bauernbetrieb. Und wirklich sehr wichtig, wie Nino vorher gesagt hat, mit Freude und einfach wirklich als Hobby, dass man so weitermacht. Als Teil des Preises hat es ja dort mal ein Töffel gegeben. Mittlerweile sind wir ein bisschen weiter, sind auch nicht mehr in der Schule, ihr seid in der Ausbildung. Was lernen ihr und mit was fahren ihr mittlerweile? Also ich bin der Lea als Maurer und jetzt habe ich schon einen 125er kaufen. Ja, bist ein bisschen schneller unterwegs. Und der Kilian hat mittlerweile schon ein Auto, er ist schon 18. Und ja, er ist überhaupt Metzger gelernt und ist jetzt in der Ausbildung als Bauer. Und wenn man da so fest in der Schule, in der Ausbildung ist, hat man noch Zeit, um etwa den Auftritt zu machen, bringen wir da noch her? Ja, halt mehrheitlich am Wochenende eigentlich nur. Unter der Woche sind wir, wie gesagt, am Arbeiten. Und am Abend ist es einmal streng, wenn wir am nächsten Tag wieder auf. Darum eigentlich am Wochenende sind wir fleissig, aber unter der Woche ein bisschen am Arbeiten, ja. Du, dann wünsche ich euch weiterhin alles Gute. Danke vielmals, haben wir hier in der Stubentüre reinschauen. Wir gehen weiter auf unserem Jubiläumsreisli.
Hier im Appenzellerland wird ja gezaubert oder geruckuselt, in anderen Regionen gejuizt und gejodelt. Und für das Jubiläum hätte ich gerne mal das grösste Jodlerchörli der Schweiz gehört singen, mit mindestens 250 Jodlerinnen und Jodler. Und da gibt es nämlich an der Delegiertenversammlung vom Eidgenössischen Jodlerverband. Wir hören hier ein Lied, das gerade auch Jubiläum feiert, nämlich das 50-Jährige.
wahnsinnig. So viele Jodlerinnen und Jodler miteinander, die für uns ein Jubiläum gesungen haben. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als 250. Jetzt geht es aber weiter in die Innerschweiz. Da gehen wir zu 10 jungen Leuten, die mit viel Leidenschaft den rund Innerschweizer Stil pflegen und mit einem Bühnenprogramm Tradition in die Gegenwart gebracht haben. Ich treffe die Truppe im Sattel im Kanton Schwyz. Cecil Schmidiger sind hier zu 10 parat mit den Instrumenten und haben miteinander bodenständiges ins Leben gerufen. Wie ist es zu diesem grossen Projekt gekommen? Ja, wir sind eigentlich alles gute Kollegen und haben Freude am gleichen Musikstil. Und seit etwa 4 Jahren sind wir so ein bisschen in dieser Konstellation unterwegs und haben dann irgendwann gedacht, wir machen das Konzert und wollen das ein bisschen an die Leute bringen, was uns Freude macht. Wenn man so viele gute Musikanten und Musikantinnen miteinander an einen Ort bringt zum Proben und zum Musiken, dann wollen wir euch natürlich auch hören. Was habt ihr jetzt parat für uns? Ja, wir haben eigentlich ein Medley parat von verschiedenen Innerschweizer Komponisten, die uns unsere musikalische Laufbahn sehr geprägt haben. Und wir haben hier eben verschiedene Orgeln, von gross zu klein, von Stöpselpass zu Mini-Orgel. Und wir haben so einen Mix zusammengestellt, so wie wir sind und was wir so zu bieten haben.
Danke vielmals für den Trompeter, im Jodel TZ Seetal mit Karin Weber, Sammy Studer, Yvonne Fend und Doris Erdin. Und Sammy Studer, du bist ja einer, der eigentlich seit dem Anfang zur Batzmusik ein bisschen dazugehört. Kollege von der SRF Musikwelle, wir dürfen miteinander einmal die Festumzüge kommentieren. Du bist auch der Moderator vom Folklore-Nachwuchswettbewerb, wo wir dann wieder die Talente von euch bei uns in der Sendung erleben. Und darum danke vielmals, dass du mit uns jetzt ein Jubiläum auch ein bisschen feiern. Ja, ich bin gerne hierher gekommen. Und jetzt haben wir die 250. Sendung, Nicolas. Und du hast immer die Fragen gestellt. Alle interviewt. Jetzt ist es Zeit, dass mal du Antwort geben musst. Ich stelle dir jetzt Fragen. Ich bin schon lieber der Fragen stellt. Jetzt musst du einen haben. Gut, du bist ein Profi, ich verlasse mich auf dich. Ich probiere es. Also, 2012 war es. Du warst dann 23 bei der ersten Potzmusik-Sendung. Mit 23 magst du dich noch erinnern? Was war das für ein Gefühl, als du da das erste Mal die Sendung moderiert hast? Ich mag mich schon erinnern, es kommt mir vor, es sei noch nicht so lange her. Ich bin dort mal ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, zu dem Job und zu dieser Sendung gekommen. Ein bisschen nervös natürlich gewesen. Ich habe viele Leute noch nicht gekannt, habe auch unheimlich viel lernen in den 14 Jahren über die Ländlermusik, über die Jodel. Und
bin sehr dankbar gewesen, dass ich erstens in die Rolle kam und zweitens auch, dass ich das Vertrauen entgegennehmen und so viele Leute und coole Musik kennenlernen. Die Sendung hat sich auch verändert. Es ist ja heute nicht mehr gleich, wie dann, als es angefangen hat. Das ist für dich die grösste Veränderung? Ich glaube, der grösste Wechsel war der, wo wir nach den ersten 7, 8 Jahren, wo wir am gleichen Ort aufgenommen haben, angefangen haben, in die Region rauszugehen, in Ländlerbeizen, an die Ort, wo das ganze Jahr durch die Musik und der Jodel gepflegt werden. Und das ist eine Änderung, die ich sehr Freude daran, dass wir raus zu den Leuten, dass ich auch alle wieder in neue Regionen komme, an Orte, wo die Leute Freude haben an der Musik, an Orte, wo die Kultur stattfindet und dass wir so auch das Lebhafte in unserer Volksmusik und im Jodel ein bisschen unterstützen mit dieser Sendung. Ja, und jetzt haben wir die 250. Sendung. Wie geht es weiter? Also, ich freue mich irgendwie auf die 250 nächsten. Ja, dann könnten wir das 500. wieder Ja, miteinander feiern und sagen, dass wir alle noch jung sind. Und ich glaube aber, wir wollen vor allem auch diesen Wert treu bleiben, die wir jetzt in diesen 14 Jahren aufgebaut haben, dass live echte Musik gespielt wird, dass live gejodelt wird, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, dass wir eine Plattform sein für die Jungen, dass all wieder junge Talente bei uns auftreten, uns begeistern und vielleicht auch als Sprungbrett nutzen. Und natürlich auch, dass wir in der Schweizer Medienlandschaft den Ort sehen, wo die Ländlermusik und die Jodel einen fixen Platz haben. Danke vielmals für das Gespräch, Nicolas. Jetzt frage ich wieder. He? Und jetzt übergebe ich wieder dir. Du darfst Okay. wieder übernehmen, es ist deine Sendung. Dann, ich glaube, ich bleibe einfach bei der Musik. Aber danke vielmals, dass ihr so schön für uns gesungen habt. Und auch danke für die Fragen. Gern geschehen. Am Anfang dieser Sendung habe ich Ihnen ja gesagt, dass ich mir heute noch einen musikalischen Traum erfüllen will. Und darum fahren wir jetzt auf Salzburg, weil da startet der Herbert Pixner seine aktuelle Tournee. Er ist einer der spannendsten Musiker aus dem Alpenraum. Der Südtiroler verbindet traditionelle Volksmusik mit Jazz, Blues, Klassik und moderner Klangkunst. Und so hat er seinen ganz eigenen Stil erschaffen. Aufgewachsen in den Bergen, geprägt von der Heimat und der Natur, hat er schon früh mehrere Instrumente gelernt und von der Dorfbeiz aus seine musikalische Reise gestartet. Und heute begeistert er mit dem Herbert Pixner Projekt das Publikum in den grossen Konzertsälen in ganz Europa. Ich bin in Salzburg angekommen, im grossen Festspielhaus, in einem wunderbaren Saal mit ganz vielen Instrumenten, Technik und Farben auf der Bühne und dem Herbert Pixner, der hier vor mir steht. Herbert, danke vielmals, dass wir dich hier in diesem Saal treffen. Was hast du heute Abend vor hier drinnen? Ja, erstens mal schön, dass ihr uns besucht da in Salzburg. Und heute Abend ist eines wirklich der größten Projekte, das wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und zwar sind wir mit großem Orchester und großem Chor auf der Bühne, also über 250 Personen. Und es ist ein Programm, das speziell für Orchester und natürlich auch Chor arrangiert wurde. Alles eigene Stücke. Und es ist ja, sehr cool, so etwas mal in dieser Besetzung, in dieser wirklich großen Besetzung zu hören und das zu spielen. Was geht einem da als Meister, der in der Mitte der Bühne sitzt, bei so einer Premiere durch den Kopf? Ja, dann sitzt man oft dann auf der Bühne. Es gibt ein Stück, das war eines meiner allerersten eigenen Stücke, das eben auch in der Schweiz entstanden ist damals, bei meinem allerersten Almsommer. Das ist die Andoni Weiß oder Andoni Schnee heißt es mittlerweile. Und wenn das dann von Orchester gespielt wird, dann habe ich oft das Bild im Kopf, wie ich an dem Hüttentisch gesessen bin mit der Harmonika und dieses Stück entstanden ist. Wo man denkt, Wahnsinn, ich hätte es mir damals niemals zugetraut oder zugemutet, dass das einmal in einem solchen Rahmen gespielt wird. Und das sind schon schöne Momente auf der Bühne. Dann nimm uns doch gerade mal mit in die Zeit, wo du die Schweiz kennengelernt hast. Was ist für dich als Südtiroler dein Bezug zu der Schweiz und vielleicht auch zu der Schweizer Musik? Ja, es war natürlich harte Almsommer. Ich bin da nicht aufgegangen, um Instrumente mitzunehmen und zu komponieren, sondern ich war jung, ich brauchte das Geld. Und da hat man natürlich die Schweizer kennengelernt, die ich sehr gerne mag und immer gern in der Schweiz bin. Und natürlich auch die Schweizer Musik. Und da waren natürlich einige Sachen dabei, die mich immer wieder an diese Zeit erinnern. Sei es eben gerade ich glaube, Hui Essler waren damals, Tobi Döbler, dann natürlich Zürich West und also die ganze Bandbreite. Es war schon eine sehr schöne Zeit damals und auch eine sehr kreative Zeit, weil natürlich bis heute ich von diesen 15 Sommern, wo ich eigentlich
zwischen Südtirol und der Schweiz auf den Zalp war, immer noch von diesen Eindrücken und Erlebnissen eigentlich zehre und das immer wieder Inspiration auch für die Musik ist natürlich. Wenn wir jetzt die Entwicklung anschauen, vom einsamen Alphirt bis zum internationalen Star, der in der grossen Säle spielt, wo die Elbphilharmonie in Hamburg füllt, wo da ausverkauft in Salzburg unterwegs ist, wie gehst du mit dem riesigen Kontrast um? Da mache ich mir eigentlich nicht wirklich Gedanken drüber. Es ist so gewesen, dass wir am Anfang, wie wir begonnen haben, die ersten Konzerte zu spielen, waren es kleine Konzerte mit 80, 100, 150 Besucherinnen und Besuchern. Und das war damals schon schön. Und natürlich ist man vor den großen Konzerthäusern gestanden und hat sich gedacht, irgendwann mal wäre es schon cool, da drinnen zu spielen. Und es gibt noch unzählige Ideen, die ich gerne machen täte. Also mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Eine Idee, die ich schon lange hatte, ist die, wie es echt tönen, wenn ein Appenzeller Hackbrett mit dem Herbert Pixner Projekt erklingen würde. Könntest du mir da weiterhelfen? Auf jeden Fall, unbedingt. Also ich würde sagen, das müssen wir ausprobieren. Tausend Dank dem Herbert Pixner Projekt, dass dieser musikalische Traum für mich in Erfüllung gegangen ist. Und danke vielmals auch für 250 Parts Musiksendungen zuschauen und mitfiebern innen daheim im Publikum. Wir machen selbstverständlich weiter, in 2 Wochen schon, mit der nächsten Parts Musiksendung, dann wieder aus der Schweiz. Und zum Schluss von unserem Jubiläum lassen wir jetzt dem Herbert Pixner Projekt nochmal zu mit dem Tango to go. Adi miteinander.
miteinander. Hat es euch auch also gut gefallen wie mir? Dann noch einen Like da und kommentiert. Und vor allem abonniert den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf Play SRF. Viel Vergnügen!